Vis-à-vis, der Talk bei Oberlausitz TV. Uwe Tschirner trifft Urs Meier. Vis-à-vis mit Urs Meier. Schön, dass Sie bei uns sind. Er ist FIFA-Schiedsrichter, ZDF-Experte und Buchautor. Du bist die Entscheidung, heißt Ihr Buch. Sie sind Motivator, das durften wir heute Abend erleben. Wo sind denn für Sie die Zusammenhänge zwischen den Entscheidungen eines Schiedsrichters und eines Unternehmers zum Beispiel? Ja gut, die sind natürlich offensichtlich. Also schlussendlich ein Unternehmer muss Entscheidungen treffen, wie ein Schiedsrichter auch. Er muss Mut haben, er muss mit Menschen umgehen können, er muss die Entscheidungen auch durchsetzen können. Also es gibt so viele Parallelen, die im Unternehmen da sind, wie aber auch auf dem Fußballfeld. Aber wichtig ist, sie zu treffen. Das ist so, das ist so. Ich denke, das ist genau so ein Problem, dass viele sich scheuen, eben wichtige Entscheidungen zu treffen. Und solange die eben nicht getroffen sind, kann sich nichts entwickeln. Man ist dann so in einer Lethargie, es geht nicht vorwärts. Die Mitarbeiter wissen auch nicht, wo es lang geht und. Darum ist es wichtig, ja oder nein und in welche Richtung das es läuft. Gelb oder rot? Zum Beispiel. Ich frage mal ganz einfach nochmal anders nach. Man erlebt ja Schiedsrichter auf dem Spielfeld und dann gibt es sichtbare Entscheidungen und unsichtbare Entscheidungen. Wie viele Entscheidungen treffen Sie denn haben Sie denn innerhalb eines Spieles treffen müssen? Ja gut, in der Regel trifft man rund 250 bis 300 Entscheidungen pro Spiel. Ja. Und die sind nicht immer alle sichtbar. Es gibt viele, die sind nicht sichtbar. Also ob ich einen verwarne oder nicht verwarne, das ist nicht unbedingt sichtbar. Aber ich weiß, das ist auch ein Entscheid gewesen. Und soll ich jetzt denn die gelbe Karte geben? Soll ich sie nicht geben? Was soll ich jetzt machen? Also es sind rund 250 bis 300. Warum sind Sie eigentlich Schiedsrichter geworden? Also ich sag mal, es ist ja sonst immer so im Jugendbereich, so im Nachwuchsfußball, nur nicht so unbedingt interessant und attraktiv, Schiedsrichter zu werden. Alle Vereine haben große Sorgen, Schiedsrichter zu finden. Das ist eigentlich schade, weil erstens mal ist es ein unglaublich lehrreiches, gutes Hobby, das man eigentlich nicht wählen kann. Ich denke, es gibt keine bessere Lebensschule als Schiedsrichter, weil man muss sofort Entscheidungen treffen, man muss mit 22 Leuten umgehen können, auch mit den Zuschauern, mit dem Druck umgehen können. Das ist eine wunderbare Lebensschule. Aber warum bin ich Schiedsrichter geworden? Weil ich zu schlecht Fußball spielen konnte. Also natürlich würde ich auch lieber in einer Nationalmannschaft stehen, die entscheidenden Tore schießen, der umjubelte Star sein. Das wollte ich auch alles. Aber wie gesagt, mit 14 habe ich gewusst, ich werde nie eine große Fußballerkarriere machen, also habe ich mich dann entschieden, den Weg des Schiedsrichters zu gehen. Und da würde ich mir wünschen, dass es auch andere Jugendliche diesen Weg machen würden. Nun stehen wir eine Woche vor der großen Fußball-WM in Südafrika. Wir erinnern uns vor 4 Jahren, das Sommermärchen in Deutschland. Glauben Sie, dass diese WM ein ähnliches Potenzial hat? Sie kennen ja auch die deutsche Fanlandschaft ganz gut, so eine Euphorie zu entfachen. Ja gut, ich glaube, die gleiche Euphorie kann es nicht mehr geben. Das war einfach einmalig in Deutschland. Die ersten deutschen Fähnchen am Auto sind schon zu sehen. Ja, das ist ja wunderbar. Aber diese Euphorie, nein, ich glaube, die wird nicht mehr kommen. Ich meine, da hat das Wetter gestimmt, es hat einfach alles gestimmt. Also es hat wirklich alles gestimmt. Und das wird eine andere Weltmeisterschaft werden. Es wird wahrscheinlich sportlich eine vielleicht bessere Weltmeisterschaft werden, sogar sportlich gesehen als die in Deutschland. Emotional kann ich noch nicht sagen, wie die Afrikaner auf das Ganze reagieren werden. Es wird sicher eine offene, eine herzliche auch werden, eine unkomplizierte, vielleicht mit mehr Fehlern. Das wird es sein, aber Deutschland war einfach einmalig und da werden wir noch lange uns zurückerinnern. Sie sind ein profunder Kenner der deutschen Nationalmannschaft. Ohne Michael Ballack, wie weit kommen die Deutschen bei dieser WM? Ja, ich habe immer gesagt, ich habe viele gute Spiele gesehen in der deutschen Nationalmannschaft ohne Michael Ballack. Die Deutschen haben so viel Potenzial. Ich bin überzeugt, die werden es auch das mal wieder schaffen, unter die letzten 4 zu kommen. Ja, das ist mein Tipp, dass sie unter die letzten 4 kommen. Und dann ist alles offen. Ob du im Halbfinale gewinnst oder nicht gewinnst, das sind oft halt wirklich so diese Details. Aber ich glaube, die Deutschen werden, wie gesagt. Und die Eidgenossen,
Die Ihre Schweizer. Gestern gab es eine 0:1 Fatsche gegen Costa Rica. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass wir gegen lateinamerikanische Mannschaften und südamerikanische Mannschaften verlieren. Die liegen uns irgendwo nicht und die haben wir genau in der Gruppe. Also ich sage, im besten Fall werden wir die Vorrunde überstehen. An den Spaniern kommen wir nicht vorbei. Dann haben wir die Brasilianer ziemlich sicher im Achtelfinal und dann wäre Endstation. Also Vorrunde bestehen wäre schon sehr, sehr viel. Ihr Tipp, wer wird Weltmeister? Brasilien. Brasilien. Wo sind Sie eigentlich während der Weltmeisterschaftstage? Ich werde in Johannesburg sein, beim ZDF im IBC und werde da die Analysen machen für Schiedsrichterangelegenheiten. Werden wir auch die Reporter der ZDFs werde ich unterstützen. Ja, mal schauen. Na dann, schöne Tage. 5 Namen würde ich Ihnen ganz zum Schluss noch nennen und Sie sagen mir bitte spontan, was Ihnen dazu einfällt. Okay. Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann, Sommermärchen 2006. Jogi Löw. Jogi Löw, ehemaliger Trainer in der Schweiz, hat er das Handwerk gelernt, macht das für mich sehr, sehr souverän. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, er wird nicht zu Unrecht der Kaiser genannt. Nicht nur das, er ist auch ein sehr, sehr feiner Mensch und guter Freund, den ich beim ZDF noch näher kennenlernen durfte. Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld, momentan Schweizer Nationaltrainer, für mich der beste Trainer der Welt, hat aber momentan nicht die beste Mannschaft der Welt. Thomas Hossmann. Thomas Hossmann. Das wird der Trainer sein von Budisa Bautzen. Ja, die sind Tabellenzweiter geworden als Vizemeister in der Oberliga hinter Rasenball Leipzig. Das ist Red Bull Leipzig. Ja. Das war in diesem Jahr ganz, ganz knapp, aber es ist ein Mann, den sollten Sie auf dem Schirm behalten. Der war Co-Trainer bei Energie Cottbus und Budisa will im nächsten Jahr angreifen und in die Regionalliga. Alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen eine gute Zeit. Danke.